ich das Video starte, über 93% von euch, die meine Videos schauen, haben den Channel noch nicht abonniert. Why are you running? Lasst gerne ein Abo da. Es ist immer sehr, sehr aufwendig, die Langformat-Videos zu machen. Es freut mich und unterstützt mich extrem. Und damit hätte ich gesagt, starten wir in das Video. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ich habe mir eine Challenge gesetzt. 72 Stunden lang Wasserfasten. Das sind 3 ganze Tage. Wie ihr wisst, habe ich mit meiner Boys ja Challenge, wer die krasseste körperliche Transformation macht. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich am schnellsten cutten? Und ich habe einen Kollegen, der das Ganze schon gemacht hat und mega positiv davon berichtet hat. Und ich habe gesagt, hey, das würde sich doch eigentlich Hand in Hand tun mit dieser Challenge. Und ich habe so eine Challenge schon mal machen, nicht nur wegen dem körperlichen Aspekt, weil man natürlich in diesen 3 Tagen einiges an Gewicht verliert, sondern auch wegen dem mentalen Aspekt. Ich will wissen, was das so eine Challenge mit meinem Kopf macht da oben. Vielleicht fange ich plötzlich an. Hallo und subscribe für den Advice. Aber nichtsdestotrotz machen wir die Challenge und ich bin gespannt, wie das sich auf uns körperlich, psychisch, mental auswirken wird. Heute ist Montag und Montag ist der Tag 0. Tag 0, weil heute ist das Ziel, dass wir die Verdauung eigentlich schon ein bisschen entlasten können, dass wir dann wirklich sanft in die Challenge starten können. Das heisst, das Ganze startet morgen am Dienstag, geht dann von Dienstag, Mittwoch bis am Donnerstag und am Freitag machen wir dann quasi den Refeed, das heisst langsam wieder ins Essen kommen, weil wir dürfen nicht gerade wieder voll reinbretschen. Ich habe mir nämlich da auf der Seite etwas zusammengestellt. Das heisst, heute wäre ideal, wenn wir noch wirklich so leichtes Essen haben, Haferflocken, dünstetes Gemüse, ein bisschen Reis und am Abend dann eine Suppe, dass wir wirklich morgen sehr schön in das Ganze starten können. Wichtig in dieser Zeit sind kein Kaffee und keine Energy Drinks. Das würde komplett alles auseinandernehmen. Und dass man wirklich viel trinken tut dafür. Also 3 bis 4 Liter müssen drin liegen am Tag. Und mein Mindset in dem Moment ist ganz einfach, dass ich meinen Körper und meinen Geist wirklich auf eine Reinigung so ein bisschen vorbereite. Körperlich wie auch mental und spirituell. Und dann fangen wir morgen Dienstag an mit Tag 1. Da haben wir sogar noch ein bisschen leichte Bewegung, Spaziergang drin, aber keine Workouts. Und ja, konstantes Journalen oder ein Dokumentieren von dem Ganzen. Und am Tag 4, das ist dann der Freitag, wo der Refeed ist, wo wir am Morgen langsam wieder anfangen mit etwas messen. Wichtig, ich tue nicht einfach nur Wasser trinken in dieser Zeit. Ich will so etwa die Strecke mit Salz, damit ich auch ein bisschen Elektrolyte drin habe. Plus Magnesium. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich würde etwa die Magnesium ins Wasser geben, einfach damit mein Körper wirklich noch funktionieren tut. Alright, gehen wir rein. Ich bin gespannt. Hätte ich gesagt, let's go. Haben wir jetzt noch Bouillon super gemacht, als Abschluss vom Tag. Einfach um noch ein bisschen den Magen nicht zu fest belasten, sondern auch, dass er wirklich etwas Leichtes hat. Zusammen mit dem Magnesiumwasser, wie schon angesprochen hatte. Und wir werden uns jetzt die Suppe noch hinterher schlürfen. Und dann können wir dann bald etwas pennen und starten. In die 3, nicht nervenraubend, aber in die 3 interessanten Tage. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aktuell sind wir bei 86,1. Das ist krass, wenn man überlegt, dass ich ja jetzt seit etwa 2,5–3 Wochen cutte. Und Anfang Cut schon bin ich 91 Kilo gewesen. Das heisst, 5 Kilo sind schon drin. Und allein von gestern auf heute nur mit ein bisschen leichterer Ernährung ist auch schon wieder etwas gegangen. Das heisst, ich bin extrem gespannt, was jetzt die 3 Tage gehen wird. Ich fülle die jetzt mal mit einem Liter und schaue, wie viel das in dem Cup drin Platz hat. Etwa 8 Dezi. Ich muss etwa 5 von denen trinken. 4 bis 5 von denen am Tag wäre gut. Das heisst, nicht zu viel, weil sonst ist es kotzgrusig.
macht jetzt schon verschissen. Hey! Ja, was ist das? By the way, ist auch gerade ein neues Paket angekommen und du weißt, wenn es von Brack ist, dass es etwas Gutes ist. Bada bim, bada boom. Let's go. Upping the quality every time. Das ist ein neuer Shotgun-Mic. Sehr, sehr geil. Also, ich mache das gescheit ran und dann finden wir raus, ob wir in der Audioqualität gerade auch etwas hören. Alright, wir haben jetzt etwa 7. Ich merke das Wasser fast jetzt schon ein bisschen. Ist alles noch okay, ist alles so tipptopp, aber ich merke ein bisschen Schwindel, wenn ich mich schnell bewege und ein ziemlich brummender Magen. Und jetzt gehen wir einfach noch ein Ründchen laufen, weil es hat ja geheißen, am ersten Tag soll ich mich ganz leicht bewegen. Das heisst, wir machen jetzt einen Spaziergang und auf dem Spaziergang werden jetzt ein paar Pokémon gefangen. So laufen oder richtig gut. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich einen Hoodie und ein Beanie habe. Es ist 15 Grad. 15 Grad. Gestern waren es noch 30 gewesen. Aber immerhin scheint jetzt wieder die Sonne. Der erste Tag ist durch. Wir haben jetzt 12:30. Ich merke extrem, wie mein Magen streiken tut. Also er ist sich das gar nicht gewohnt. Man muss sich überlegen, jetzt bin ich glaube 1,5 Tage schon ohne feste Mahlzeit, weil ich ja gestern Abend auch nur eine Suppe hatte. Und ich glaube, über Jahre hinweg hat mein Körper das nie gehabt, dass man nicht nur etwas Kleines zwischendurch oder so wenigstens hat. Und darum ist er gerade voll am Radau machen. Ich merke es auch, wenn ich aufs WC gehe. Und ich bin mega gespannt, wenn ich morgen aufwache. Was für ein Feeling das ich habe, was der Körper sagt. Das Gefühl, morgen wird der strengste Tag. Aber jetzt können wir erstmal pennen. Peace. What's up, guten Morgen People, ich bin gerade aufgestanden und habe geduscht, darum sehe ich auch so aus. Ich habe gut geschlafen, muss ich sagen, also ohne Probleme können durchpennen oder irgendwie etwas. Aber ich merke, mein Bauch ist nicht angespannt, sondern so irgendwie schwierig zu sagen. Man merkt einfach, dass es fühlt sich so ein bisschen wirklich an, als wäre er komplett leer jetzt. Und ich merke auch, dass mein Kopf ein bisschen schwerer ist oder ein bisschen träger. Das heisst, wenn ich mich schnell bewege etc. Ich merke, dass jetzt langsam wirklich auf der Energiespeicher zugegriffen wird, den ich habe. Wir sind jetzt auf 86,9. Vor bin ich glaube ich, also jetzt sind wir aktuell bei 86,9. Wenn ihr da, also ihr seht da, wir sind jetzt auf... Die Kamera ist so schwer, nie im Leben. Ja, auf jeden Fall sind wir bei 86,9 gewesen, jetzt so mit Klamotten vor, nochmal ein bisschen Licht. Jetzt tue ich mir noch schnell meine Daily Dosis auf Salzwasser vorbereiten, dass ich die Elektrolyte drin habe. Und sonst machen wir heute wirklich nicht viel. Wie gesagt, Energiesparmodus, Videos schneiden, starten wir den Tag. Peace. Ich nehme jetzt extra schon ein bisschen lauwarmes Wasser, damit der Körper weniger Energie braucht, um es auf Körpertemperatur zu bringen. Ich glaube, ich habe mir schon mein erstes Meal überlegt nach dem Fasten. Wir dürfen nicht gerade am ersten Tag wieder voll reinbretschen. Aber nachdem ich so ein bisschen den Slow Start reingemacht habe wieder, mit ein bisschen leichter Nahrung, denke ich, mein erstes Meal wird einfach ein Döner. Ich habe so Bock auf einen Döner. Und ich kämpfe auch weniger mit dem Schmerz, sondern ich kämpfe mehr mit der Lust, etwas zu essen. Weil überall liegt Essen rum, das ist brutal. Das fällt mir erst jetzt auf. Da hat es Früchte, Dann machst du den Kühlschrank auf, bist direkt am Schöckeli. Dort hinten liegen irgendwie noch Gutzli rum. Das wird dir erst so bewusst, wenn du wirklich mal auf Entzug bist quasi. Let's get through the day. Day 2. By the way, es ist brutal. Ich weiss nicht, ob man das sieht. Aber wir sind jetzt auf 19.339 Follower auf Insta. Und vor 1,5 Wochen sind wir noch auf 16.700 gewesen. Brutal, was gegangen ist in den letzten Tagen. Und es wäre mega cool, wenn ich es in dieser Ferienwoche noch schaffe, die 20.000 zu hitten. Das wäre so Hammer. Das ist surreal. Das ist komplett surreal. Wenn du das siehst und du ein Supporter bist von meinem Content, möchte ich dich einfach mal wissen lassen, wie viel das mir eigentlich bedeutet. Ich tue mich manchmal mega schwer, das so zu zeigen in Real, wenn jemand auf mich zukommt, weil ich noch nicht genau weiss, wie verhalten in so Situationen, aber es bedeutet mir wirklich die Welt. Und dir ermöglicht, oder du ermöglichst, jemandem seinen Traum zu leben oder seinem Traum immer näher zu kommen. Und das ist brutal. Wirklich. Danke von Herzen. Mal schon schnell als emotional side note. Wir haben jetzt 20 vor 5 und ich merke es brutal. Nur schon Stegen laufen ist ein hoher Kampf. Also darauf brauche ich enorm viel Energie, habe ich das Gefühl. Ich kann jetzt meine Ladung Magnesium reinfetzen. Nachher chill ich glaube ich ein bisschen raus in die Sonne. Vitamin D. Ich muss nonstop pissen, hey. Schon wenn man halt so viel Wasser sauft, oder? By the way, falls jemand von euch Pokémon Go spielt, schickt mir eine DM mit eurem Friends-Code. Können wir ein Geschenk austauschen in Pokémon Go.
es einfach so Sonne im Gesicht zu haben und am ganzen Körper. Dafür, dass bis jetzt alle eigentlich sagen, der zweite Tag ist der schlimmste, haltet sich relativ gut. So far, so good. Ich meine, es ist schon 5 jetzt. 3/4 vom Tag sind schon fast rum. Day 2 überlebt. Let's go! Es ist jetzt 12:30 und ich gehe jetzt dann langsam pennen. Tag 2 ist eigentlich voll okay gelaufen. Es hat zwischendrin die Schübe, wo du wirklich merkst, hey, der Magen ist leer. Dann trinke ich einfach Wasser und dann geht es eigentlich relativ gut. Was ich gemerkt habe, ist, ich bin heute einiges mehr auf dem WC gewesen. Und wirklich sehr, sehr dünner Stuhl. Sorry, wenn ich das so muss sagen. Der Körper ist sich richtig am Reinigen oder so fühlt es sich aktuell an. Darum greifen wir jetzt den letzten Tag morgen noch Vollgas an. Dann haben wir das geschafft. Ich habe so Lust auf Essen. Es ist brutal. Aber ich bin mega happy, weil es zeigt mir, zu was dass mein Körper eigentlich fähig ist. Und das gibt mir auch volles Vertrauen in meinen Körper bis jetzt. Darum bin ich gespannt, wie der Tag morgen sein wird. Stand vorher sind wir, glaube ich, auf 84 Kilo gewesen. Also brutal. Und darum checken wir das morgen nochmal ab. Gute Nacht, Pieps. Guten Morgen, Guys! Wir sind aufgestanden am 9:30 Uhr. Ich habe schon die Dusche drin gesehen und ich gehe jetzt meine heutige Ladung Salzwasser machen für die Elektrolyte. Ich fühle mich gut. Ich muss sagen, ich merke, dass der Bauch ein bisschen empfindlich ist. Lieber nur, dass die Energie relativ low ist. Oh, hoppla. Aber sonst fühle ich mich eigentlich gut. Let's drink some salt water. Guys, gestern und heute war jetzt vielleicht ein bisschen eintönig, aber ich merke, ich brauche gerade einfach die Ruhe oder das nicht viel machen, aufgrund von dem ganzen Fasten. Und das ist mega eindrücklich, weil heute habe ich es quasi null gemerkt. Also wir haben jetzt 6 Uhr, 18:00. Bis jetzt ist der Tag wirklich einfach schnell vorbeigegangen. Und das ist brutal. Also wirklich, wie schnell das jetzt gegangen ist. Morgen kann ich schon wieder essen. Und darum, wir hocken jetzt noch mal ein bisschen raus, tun jetzt noch mal ein bisschen Sonne, Vitamin D tanken und einfach unsere innere Mitte finden. Vielleicht kann man das jemand erklären in den Kommentaren, aber was ich nicht verstehe. Heute Morgen bin ich auf die Waage gestanden und ich bin 81 Kilo gewesen. 81. 3-4 Stunden später bin ich auf die Waage gestanden und ich bin 85 gewesen. 85! Das ist ein 4 Kilo Unterschied in Stunden. Wie geht das? Ist das der Körper, der einfach vorarbeitet? Aber wo kommen die 4 Kilo plötzlich wieder her? Respektive, wie sind sie verschwunden auf der Waage und wie sind sie plötzlich wieder gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich penne jetzt eine Runde hier in der Sonne. Made it through the day. Es ist 20:11 und ich gehe jetzt dann gerade pennen. Guys, wir haben es einfach geschafft. Wir haben einfach 72 Stunden lang Wasser gefastet. Holy shit. Ich werde morgen mehr dazu sagen, weil ich gehe jetzt dann wirklich schlafen. Ich schaue noch ein YouTube-Video oder so irgendwie und dann sehe ich es dann auch. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, ich bin hure stolz auf mich. Wirklich. Morgen mehr dazu, aber auf jeden Fall, was ein Gefühl. Peace, Leute. We did it. Freitagmorgen, 10 Uhr, wir haben es geschafft. Wir haben 72 Stunden, technically länger als 72 Stunden Wasser gefastet. Weil wenn man die Suppe noch dazu zählt, dann sind schon ein bisschen Kräutchen und so drin. Aber es ist ja auch nicht mehr als Flüssigkeit. Und jetzt merke ich es wirklich, der Bauch ist leer, die Energie ist sehr low. Ich scheiße jetzt auf die Dusche und gehe mir einfach zuerst direkt Essen machen. Das ist das Erste, was ich jetzt mache. Ich freue mich so. Ich empfinde gerade so eine Dankbarkeit dafür, dass wir in einem Land leben und mit Umständen leben, wo wir einfach in die Küche gehen, etwas zu essen holen, einfach in den Laden gehen, uns Essen kaufen, warmes Wasser haben, Elektrizität haben zum Essen machen. Ganz, ganz, ganz krass. Total, was das jetzt psychisch und körperlich mit mir gemacht hat. Wir stehen noch schnell auf die Waage, um zu schauen, was so gegangen ist. Und wir machen noch schnell den Bodycheck. Wow. Holy shit. 83,7. Ich lege mal die Kamera noch weg. 82,7 ohne Kamera. Holy shit. Wir machen uns jetzt einfach 150 Gramm Reis mit lauwarmem Wasser noch. That's it. 150 Gramm Reis sieht noch so herzig wenig aus. $150 Gramm ist doch mehr als ich gedacht habe. Yes.
habe jetzt einfach einen Teil Reis mit Salz und Pfeffer. Ich freue mich wie ein kleines Kind gerade. Lauwarmes Wasser, weil der Körper das einfach verarbeiten kann. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade sogar. Ich muss schauen, dass ich langsam ist und gut kaue, weil ich bin eben sehr schnell essen. Das ist verdammt gut. Oh, ich fange fast an zu rühren. Es ist sehr schwierig, gerade in Worte zu fassen, wie ich mich fühle. Weil das bedeutet mir mega viel gerade. Die ganze Challenge. Ich habe mir selber wieder gezeigt, zu was ich als Mensch fähig bin. Auch wenn es jetzt vielleicht nur 72 Stunden waren. Ich muss mir vorstellen, mein Körper hat sein ganzes Leben lang noch nie so lange keine feste Nahrung zu sich genommen. 26 Jahre lang nicht. Und für mich ist das einfach wieder so eine Bestätigung, dass du alles schaffen kannst, wenn du deinen Kopf schaffst, an den richtigen Ort zu bringen. Und es hat schon etwas gefordert, die Challenge. Ich habe es versucht auszuschalten und so, aber es hat mich schon recht geprägt. Und ich denke jetzt immer daran, wie das ist für Leute, die nicht regelmäßig Zugriff haben auf Essen oder nur auf wenig Essen, wie privilegiert das wir eigentlich sind. Das hat mir jetzt so eingefahren in dieser Challenge. Wirklich. Shoutout an alle, die mir eine Nachricht geschrieben haben auf Insta. Shoutout an meine Homies, die teilweise, glaube ich, sogar kurz mitgemacht haben für einen Tag. Also wirklich, danke euch von Herzen. Mein Fazit: macht das unbedingt mal, wenn ihr wollt, körperlich und spirituell und psychisch an euer Limit kommen, um das zu testen. Ich weiss, ich kenne Leute, die haben das schon viel länger gemacht, die haben das schon Wochen durchgezogen. Auf jeden Fall danke viel mal, habt ihr eingeschaltet für das Video. Vergesst nicht zu abonnieren, dass ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Das bedeutet mir sehr viel. Und es ist immer ein grosser Aufwand, die Videos zu schneiden, zu drehen, vor allem so Challenges auch zu machen. Darum ich freue mich um jeden Support und as always, take care, chase your goals, chase your dreams. Love you, bro. Hallo! Hallo, darfst du wieder essen? Ich habe meine erste Mahlzeit seit 3,5 Tagen. Crazy im Fall. Einfach Reis und es schmeckt so geil.